Das wird dich beim Tag von der Verlobte. Der Früh weicht sie mal ab und sagt zu ihrem Mann, weißt du was, Schatzi? Ich habe einen Traum gehabt in der Nacht. Ich träume, dass am Tag der Verliebten gabst du mir eine Krall mit Diamanten. Eine Holzkette mit Diamanten. Und der Mann, der lächelt bloß und gibt keine vernünftige Antwort, sagt, na, lass das träumen doch, oder das ist so, oder das ist nicht so. Mit einem Lächeln einfach dort Leute mit der Idee, kann so sein, kann nicht so sein. Und so früh, kannst du mir sagen, was du mir gemerkt hast am Tag der Verliebten? Er sagt dann zu ihr lächelnd, das wirst du am Tag von der Verlobten erfahren. Wirklich, ich würde jetzt noch David aufsammeln, ein paar Tage vorher würde noch nicht ein Geschenk haben, sonst der mischte Mann oder das nicht. Aber er sagt, das wirst du dann erfahren. Der Früh kann das nicht aufwachen, was das Tag kommt, der Tag von der Verlobten. Endlich wieder zur Welt. Er bringt ihr ein Geschenk, und das will nicht sehr klein, wir haben was gratis. Und so ist ganz neugierig, was da drinnen sind, was diese Kette mit den Diamanten da drinnen sind, da würden wir dir sein, aber würde das vielleicht auch schaffen. Und dann, als er dann aufmerkt, dann fängt sie ein Buch da drinnen. Der Titel vom Buch sagt, wie kannst du die Träume interpretieren von Sigmund Freud? Also die Träume interpretieren, was bedeutet Träume? Diese Früh, die wir ziemlich weit vom Himmel gefallen, diese Früh, die wir ziemlich frustriert waren, wenn sie wohl eins was haben, was er Schmacker auslässt, wenn sie in die Gesellschaft, ich checke mal meine Zeit, was ich habe, aber nicht soll sie da bloß zusätzlich lesen, was nicht kriegt an ihrer Fibel stand. Das Monde hat er Hand gekriegt, ein paar Tage, ganz startig die Hand abgetragen und dann rauf zu fallen lassen. Nicht bloß an diesem Traum oder an dieser Geschichte passiert das so, sondern manche Leute würden gerne ihren Partner eins, wenn was zufügen, dass die kann mal ganz ohne. Das hat mir endlich gefallen, dass die auch mal ganz weit drauf gefallen ist. Das hat die gleich eins, wenn du glaubst, die was Besonderes zu sein, nu bist du auch mal da ohne. Manche Menschen müssen da sehr kämpfen und sagen, ich läuft das Beste gewesen. Nicht unbedingt, dass ich nu muss der Diamanten schenken. Aber eins wird an der Form, dass die früh können sagen, das wären nicht Diamanten, aber ich sie so gleichlich das Geschenk, das ist nicht bloß eins, wo wir sagen, naja, der hat so eine komische Träume und Leute sich mal allein da über, ich wollte nicht mal reden über die Sache. Ich lasse das bloß mit einem Lächeln durch. Eins hier, die ihren Partner strufe, an dem, dass sie nicht mehr reden. Oder was Thema, über das Thema reden wir niemals. Wenn du mir das Thema antasten wird, dann sehe ich schnell 3 Tage, wo ich das hier gebackt habe. Oder wenn du mir was dort an Thema anschließt, dann wo ich dull war. Jedes Mal, wenn du eins was nicht an meinen Hackbeine ist, dann wo ich die bestrufe, an dem, dass ich die dull anschicke, oder ich nicht zu die rede, oder ich die weniger Geld gebe, oder ich einfach entscheiden mal so, dass die in Konto lade ich was immer. Sein Partner wird eins von sagen, ich bin bereit, mit die zu leben und die das Beste zu geben. Eins von es da gerne was absteht, wenn sie dort nicht in der Zeit ab Jesus schmieden. Die Bibel sagt in Kolosser Kapitel 3, Vers 19 folgendes. Da sagt es so, ganz besonders zu den Männern, die sollen jene früh leben und nicht besser sein zu Ernt. Nicht besser sein. Eine andere Übersetzung sagt, dass die sollen nicht so ein Schierpapier sein, oder so ein Hebel, die ganze Zeit da rumschieren. Die sollen nicht sein, dort eins für das Ganze verbessern. Leider sind so viele Heime, die haben so viel Sika in aller Hand, manchen Wutamank, dass das da niemals nicht interessant wird. Das ist immer besser in der Gespräche, in deren Anschichte, in der Form sich zu benehmen. Das sind einfach Familien, die verbessert sind. Wenn ich von einer Eltern rede, wenn ich mit dem Partner rede oder vom Partner rede, da ist eins eine Wartel von Betterkeit. Und wenn du in die Bibel läufst, dann sagst du, weißt du was, nee, das aufschneiden. Die Form, dass seine den Partner raufzubringen, aus deiner Betterkeit, das ist nicht, was Gott will. Wir sind das an deine Gespräche, an deinen Heim. Es ist eins, wo du eine Wartel aufschneiden musst von Betterkeit und sagen, Gott hat mir gesagt, nee, ich soll leben, nicht wenn es aus der dort wird, ist er nicht, sondern hat mit zu tun, wie soll ich Gott damit. Und nicht sagen, ich will die 3 Jahre damit strufe, mit all Anschicke oder stell seine Wort, sondern einfach dort, was die Bibel sagt, ich will wieder leben und ich will dort sehen, was ich in der Zukunft ernten möchte.